Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen mit der Maultasche. Herzlich willkommen in unserem Kochstudio, Street Food, Foodtruck Kochstudio. Ich habe wieder jemanden an meiner Seite, nämlich den lieben Lars. Der Lars ist Student bei uns, der macht ein duales Studium, DHBW, Food Management an der DHBW Heilbronn. Was natürlich bei den Studenten immer so ein Thema ist, die haben ganz wenig Zeit, das heißt, die brauchen immer Gerichte, wo es schnell gehen muss. So wie es auch schon mal bei unserer Elli war, auch schon zu Gast, und es kommen noch weitere Studenten. Die sind prädestiniert dafür, dass es schnelle Gerichte gibt. Ja, ne? auf jeden Fall. Und der Lars kann auch echt richtig gut kochen. Ist keine Grundvoraussetzung, um hier starten zu können, um das Studium zu machen. Aber es ist für uns auf jeden Fall mal schon mal ziemlich geil, Ja. dass wir einen Plan davon haben. Lars, was machen wir denn heute? Heute machen wir Pizzabrötchen. Pizzabrötchen? Ja, geht auf jeden Fall super einfach. Mit Maultasche? Ja, aber was ganz anderes halt. Cool. Bin gespannt. Was brauchen wir da dafür? Dafür Zeig mal brauchen- deine Zutaten. Dafür brauchen wir Creme Fraiche. Natürlich die leckeren Maultaschen von I Love Maultasch. Sehr schön. Das Ganze machen wir auf dem Laugenbrötchen. Ah ja, das macht Sinn. Genau, und für unsere Soße brauchen wir erstmal eine Tomatensauce. Da habe ich passierte Tomaten genommen. Dann Paprika, Zwiebeln, Champignons. Einfach ein paar Gewürze. Da haben wir Salz, Pfeffer, Zucker und Oregano. Und dann noch zum Schluss haben wir noch ein bisschen Käse zum Überbacken. Sehr geil, sehr geil. Ja, sieht cool aus. Vielleicht eins nochmal. Der jetzt bis zum Schluss mit unserem lieben Lassi am Start ist, der wird wieder belohnt. Es gibt am Ende wieder einen kleinen Gutscheincode, wo ihr die leckeren Maultaschen von I Love Maultasch in unserem Shop vergünstigt, schön schwäbisch zum Sparpreis erwerben könnt. Also schön dranbleiben, bis zum Ende. So, Lassi, mit was fangen wir an? Als erstes tun wir unsere Zwiebeln in schöne kleine Würfel schneiden. Ah, okay. Da habe ich extra eine rote Zwiebel genommen. Die schmeckt einfach noch ein bisschen feiner im Geschmack. Ah, du machst das auch so schön mit dem Schwung. Ah, guck mal, der Lars, der kann ja auch viel besser mit dem Messer umgehen, wie ich das kann. Bitte nicht schneiden, ne? Ah, guck mal, der Lars kann's. Der Lars schwingt das Messer so wie die Profiköche. Wie geil ist denn das? Sehr schön. Das möchte ich auch. Lars, das müssen wir üben. Genau, jetzt habe ich erstmal die Zwiebeln in schöne kleine Würfel geschnitten. Und jetzt fangen wir mit der Paprika an. Da machen wir auch einfach schöne kleine Würfel, dass es einfach eine schöne feine Masse gibt nachher für unsere Pizzabrötchen. Und was ich bei der Paprika mache, ich schneide immer einmal außen rum und dann haben wir nicht das Innere, was natürlich den Geschmack und auch einfach die Farbe. Und dann kann man hier oben noch hier rumschneiden. Mhm. Das ist tatsächlich echt geil. Das ist ja viel. Ich muss mich da immer voll abmühen, um das Ding da rauszupulen, und Genau. du machst das da. Und dann hat man auch tatsächlich überhaupt gar keine Kerne drin und es bleibt auch einfach weniger Abfall übrig. Und er schneidet wieder so. Ja! Die Kommentare werden jetzt endlich mal sein, endlich mal einer, der es hier mal richtig macht in dem Video und nicht immer so nur rumeiert. Und wir interpretieren, dass ihr das jetzt so reinschreibt, und bitte schreibt es rein in die Kommentare. Also hinterlasst alles, was euch so gerade durch den Kopf geht. Hashtag Like für Lars. Genau, das Ziel ist einfach, dass ich schöne kleine Würfel bekomme. Und dafür schneide ich es erstmal in Streifen und dann kann ich es einfach hier klein hacken und dann hat man schöne, kleine, gleichmäßige Würfel. Super geil. Wer einen Lars kennenlernen will, ist auch gar kein Problem. Ihr seht, er kann kochen. Also schnippeln klappt schon sehr gut. Einfach auch in die Kommentare reinschreiben. Wir leiten das dann gern weiter. Wie lange hast du das geübt, dass du das so kannst? Also ich glaube, da braucht man schon ein paar Jahre. Das hört sich jetzt so an, also der Lars so, ja gut, ich meine 10 Jahre. Vor 10 Jahren, da... Ja, also ich glaube, da macht einfach wie bei allem Übung der Meister. Und Das heißt, kochst du bei euch daheim? ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich die Paprika erstmal in kleine Würfel geschnitten und gebe jetzt in den Behälter, wo wir einfach alle unsere klein geschnittenen Zutaten reinmachen. Ja. Also da auch einfach erstmal unsere rote Zwiebel rein. Dann die Paprika, die wir klein geschnitten haben. Und das nächste, was wir da jetzt reinmachen, sind unsere Champignons. Bei den Champignons ist es einfach ganz wichtig, dass ihr die nicht mit Wasser wascht, weil theoretisch ein Pilz ist wie ein Schwamm. Das heißt, der saugt ja durch die ganze Flüssigkeit sonst auf und verliert einfach total an Geschmack. Deshalb einfach mit einem Zebertuch einfach kurz ein bisschen abputzen und dann sind die auch schon sauber. Das macht doch schon. Also echt. Und jetzt habe ich die Champignons klein geschnitten und die geben jetzt auch einfach in unseren Behälter mit rein.
So, und jetzt kommt natürlich der Star der ganzen Veranstaltung hier, und zwar die leckeren Maultaschen von I Love Maultasch. Und was wir hier auch machen, wir tun die einfach in schöne kleine Streifen schneiden, dass es einfach eine schöne feine Masse gibt und einfach überall auf jedem Brötchen schön Maultaschengeschmack drauf ist. Bei Maultaschen gibt es ja immer wieder dieses Thema, wer hat die besten Maultaschen der Welt? Die besten Maultaschen der Welt haben nicht wir, die macht immer die Oma, Mama und die Ehefrau, und zwar genau in der Reihenfolge. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Metzger-Maultasche von unserem Metzger. Und bei uns geht es ja einfach auch darum, dass wir ein Stück weit zeigen wollen, wie flexibel die Maultasche ist und was man alles damit machen kann. Unsere Maultaschen kriegt ihr unter www.ilovemaultasch.de. Und wer jetzt sich das Video anguckt und sagt, ja okay, das ist schon cool, aber nee, Maultaschen finde ich eher so in der Brühe irgendwie ziemlich cool, dann fügen wir hier den Link zu unserem Maultaschen in der Brühe, wo wir auch diese Gemüsebrühe selber machen, mit ein. Was wir jetzt noch machen für unsere Pizzabrötchen, wir packen auch einfach die Maultaschen wieder in unseren Behälter rein. Die sind jetzt einfach schön fein gewürfelt. Jetzt ist eigentlich schon fast alles getan. Jetzt müssen wir nur noch unsere Tomaten, und zwar sind das passierte Tomaten. Ihr könnt aber auch das einfach variieren, was ihr zu Hause habt. Das geben wir einfach da mit rein. Dann noch unser Creme Fraiche. Es gibt einfach nochmal Geschmack und bindet das Ganze, dass es nicht ganz so flüssig ist. Welche Menge? Das ist ein Becher Creme Fraiche, also ca. 250 Gramm. Das wollen wir das Ganze noch würzen. Und zwar fangen wir da mit einer Prise Zucker an. Und zwar, man gibt immer ein bisschen Zucker in die Tomaten rein, weil Tomaten haben ja auch eine gewisse Säure. Und der Zucker gleicht einfach die Säure aus und gibt dadurch einfach noch einen noch fruchtigeren Geschmack den Tomaten. Jetzt habe ich noch ein bisschen Salz und auch noch ein bisschen Pfeffer gebe ich da hinzu. Und einfach, dass es noch ein bisschen italienisch schmeckt, einfach noch ein bisschen Oregano. Hier haben wir jetzt einfach getrockneten. Einfach dazugeben. Und jetzt ist eigentlich unsere Grundmasse schon fertig. Jetzt müssen wir einfach nur einmal alles ein bisschen durchmischen. So, und jetzt? So, und jetzt kommt der letzte Schritt. Wir nehmen einfach unsere Brötchen, und die Besonderheit ist jetzt, dass wir Laugenbrötchen nehmen. Das hat einfach nochmal einen ganz anderen Geschmack. Ihr könnt natürlich aber auch einfach das Brötchen nehmen, was ihr zu Hause habt. Und zwar habe ich es jetzt einmal geteilt, und jetzt gebe ich einfach ein paar Löffel von der Masse da drauf. Verteilt es einfach so ein bisschen und gebe dann zum Anschluss noch ein bisschen Käse drauf. Einfach zu überbacken, gibt dann nochmal einfach einen super Geschmack. Und natürlich die zweite Hälfte auch. Ich habe jetzt hier einfach Mozzarella genommen, ihr könnt aber einfach auch Edamer Gouda nehmen, einfach den Käse, den ihr noch zu Hause habt. Und dann kommt das Ganze auch schon in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Super lecker, so, Maultasch ist so super lecker, das ist mein Leibgericht. Super lecker, so, Maultasch ist so super lecker. Oh, das sieht geil aus, Mann. Ist das, also darf ich jetzt, also ihr, Auf jeden probieren? Fall. Also du aber auch, weil, Ja. also bitte, such dir eins aus, welches nimmst du jetzt? Ja, Ja, auch das mit viel Käse, gell? Auf jeden Fall. Ich nehme das, da ist auch viel Käse mit dran. Ich liebe ja aus Versehen viel Käse. Also sieht schon, ich finde Laugen natürlich auch geil. Ja, Laugen ist klar. einfach schwäbisch, ne? Und Ja. passt auch zu uns, also, ja, also, dann lass ich. Eine gute, gell? Und? Geil. Super. Also, ihr seht, ich muss jetzt schnell, schau mal, weil lecker und, also, ne? Es ist total einfach. Wenn ihr schnippeln könnt, dann ist es noch besser, und er kann es richtig geil. Und ihr wartet schon drauf, ne? Der Gutscheincode. Ihr kriegt einen Rabatt für unsere Maultaschen im Online-Shop, vegetarisch oder unsere normalen, traditionellen schwäbischen Maultaschen, mit dem Codewort Food Management. Food Management. Jawohl, weil DHBW-Student Ja. in Heilbronn. Geil. Wie ihr hier im Hintergrund auch seht, wer ein duales Studium machen will, einfach bei uns bewerben. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Bewerbern, nach neuen Studenten.
Also, vielen Dank. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Lars kennenlernen wollt. Schreibt uns, wir leiten es definitiv weiter. Und ja, und wie haben wir noch gesagt? Hashtag Like for Lars. Like for Lars. Also der muss auf jeden Fall rein, Geile Nummer. Larsi, ich muss jetzt weiter essen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und abonnieren und teilen und gefällt mir und viel Spaß. Ciao. Super lecker, so, no, das ist so super lecker. Das ist mein Leibgericht.